Letztes Wochenende, also genau genommen, das ist schon fast 10 Tage hier am Freitag früh, gab es richtig Ärger. Ich war nicht so direkt verwickelt, aber so einen halben Meter nebendran. Richtig Ärger. Es hat doch nicht gefehlt, dass aus dem Ärger Ärgernis geworden wäre. Hintergrund: so einmal im Jahr versuchen die 6 Jesuiten, die hier im Klein Michel sind, einen Termin zu finden, um einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Wir besuchen dann gerne Jesuiten, die so in einer weiteren Nachbarschaft sind, und wenn man von hier nach Westen geht, landet man in Amsterdam. Also wir hatten vor, einen Ausflug nach Amsterdam zu machen. Freitag früh in den Zug gestiegen, war ein ziemliches Gedränge. Langes Wochenende war zu erwarten, das Flug hatten wir reserviert. Und dann war diese Situation, also diejenigen, die gerne ihre Fahrten in vollen Zügen genießen, kennen das. Vor mir war jemand, der wollte in seinen Platz da rein und konnte noch nicht, weil ein anderer nicht war. Und ein anderer hat gesagt, aber können Sie mal ein bisschen zur Seite gehen, weil dann hätte der rein können. Und da fährt der Herr und brüllt ihn an und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, was ich machen muss. Und dann kamen noch ein paar mehr Ausdrücke, die ich in der Predigt besser nicht zitiere. Sie können sich die Situation vorstellen. Der Mann hätte ganz problemlos diesen halben Schritt irgendwie nochmal zur Seite gehen können, dann wäre der andere. Aber offensichtlich, in dem Augenblick, wo ich glaube, das ist Billy gesagt worden, in dem Augenblick, wo ein anderer ihn angesprochen hat, ist er zusammengezuckt wie ein Tier, das man in einem Käfig ansticht, und hat losgeschlagen und losgedrückt. Schön oben. Man fragt sich, was hat einen Menschen so geprägt, dass er auf so eine Situation derartig reagiert? Ich kenne den Betreffenden nicht, und wenn ich recht sehe, ist er auch heute Abend nicht da. Es geht auch gar nicht um ihn. Ich möchte keine Ferndiagnose betreiben, aber es geht einem dann doch durch den Kopf. Denn irgendwo muss er ja gelernt haben, so zu reagieren. Also auf jeden auch nur denkbar, eventuell möglichen Angriff sofort mit Gegenangriff zu reagieren. Das ist eine Konditionierung, die kam so aus der Pistole geschossen, die war nicht nur dem ersten Bier am Morgen zu verdanken. Sondern das ist etwas, was ihn tief geprägt hat. Etwas, was ihn tief eingeimpft hat, zu sagen, Schwäche zeigen, das ist nicht erlaubt. Stell mir vor, dass es ein Mensch ist, der in seinem Leben Erniedrigung erfahren hat. Vielleicht über längere Zeit hin Gewalt, die ihm angetan wurde, dass er von anderen für sich benutzt und missbraucht wurde. Ob das in der Schule war, oder in der Familie, oder durch Priester, oder Erniedrigung am Arbeitsplatz oder durch Vorgesetzte, ich weiß es nicht. Aber es gibt Menschen, denen von außen diese Erfahrung aufgezwängt wird. Du zählst nichts, du bist wertlos, und was stattdessen sozusagen das Einzige ist, was man ihnen sagt, das bleibt, ist, musst dich halt wehren und sei stark, dann passiert dir nichts. Vor meinem inneren Auge steht ein Mensch, der Sklave wurde dessen, was sein Herz eng macht. Und ich würde sagen, diesen Menschen oder solch einen Menschen sollten wir vor Augen haben, wenn wir versuchen wollen, die Texte aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel zu verstehen, die wir eben und heute gehört haben. Sonst wird uns verschlossen bleiben, worum es überhaupt in der Bibel an diesen Stellen geht und an vielen anderen. Denn nichts von dem, was hier steht, ist in erster Linie für Menschen geschrieben, die mit einem Silberlöffel im Mund geboren und auf Sandkissen groß geworden sind, sondern es ist vielmehr Offenbarung an den geschundenen Menschen. Offenbarung an den geschundenen Menschen. Nun, der Zug fuhr dann doch los, Richtung Osnabrück, dort muss man umsteigen, und siehe da, der Kollege ist auf denselben Zug mit umgestiegen bis nach Amsterdam. Es war dann ein Stückchen weiter. Insofern haben wir dann nicht mehr so viel
kommen voneinander. Und es wird schon in Amsterdam Attraktionen gegeben haben, wegen derer er nach Amsterdam gefahren ist. Das waren dann sicher die tollen Gemälde in den Galerien oder was es sonst in Amsterdam gibt, um den Geist zu beleben. Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass er versucht hat, in eine der Kirchen zu gehen, wobei das in Amsterdam gar nicht so leicht ist, weil leider viele von den ehemals reformierten Kirchen umgewandelt sind in Ausstellungshallen. Am Sonntag gibt es so ein Zeitfenster, da dürfen die Christen reinkommen, um zu beten, und ansonsten muss man Eintritt zahlen, und ist davon Atmosphäre in der Kirche nicht zu finden. Aber vielleicht hat ihn der Zufall verschlagen in eine der 2, 3 katholischen Kirchen in der Amsterdamer Innenstadt, und es ist ihm so gegangen, wie Menschen, die hier auch in den kleinen Michel kommen, immer wieder zum Beten. Er hat was von der Stille gespürt, von dem Gedränge da draußen Abstand gewonnen, steigt vielleicht etwas in einem auf, was ganz tief im Herzen drin ist, vielleicht eine Erinnerung an Kindheitstagen. Gerade evangelische Christen sind häufig mit diesen Worten groß geworden, und gibt es diese Momente, wo diese Worte dann wieder kommen? Der Herr ist mein Hirte. Nichts mit mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, auf einer grünen Wiese im sommerlichen Sonnenschein. Das bedeutet, das so stimmt an der Stelle hier im Psalm 23, da betet nicht ein Mensch, dem es immer schon gut ging. Da betet nicht ein Mensch, der sich wohlig in der Badewanne regelt und sagt, der Herr ist mein Hirte und der lässt mich lagern auf grünen Auen, sondern da steckt eine enorme Kraft des Gebetes drin. Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Solche, die gekommen sind, zu schlachten und zu vernichten. Da betet ein Mensch, dessen Seele zittert, weil er den Mangel nur zu gut kennt. Da betet einer, der erfahren hat vielleicht, dass die Hirten selber zu Schlechtern geworden sind, die nur für sich selbst haben wollen. Da betet einer, der ringt darum, die Stimme zu hören, die ihm hilft zu unterscheiden, welches der Hirte ist, der mich wirklich leben lässt, und welches die Hirten sind, die nur für sich selber den eigenen Leib mästen, wie es im Alten Testament heißt. Vor allem betet einer, um sich nicht bestimmen zu lassen durch diese Erfahrung, um sich das eigene Herz nicht vergiften zu lassen durch das, was ihm angetan wird, und sagt, nein, ich lasse mich auf diese Logik der Gewalt und des Missbrauchs nicht ein, sondern da ist noch etwas anderes, auf das ich vertrauen kann, und auf das möchte ich vertrauen. Und vielleicht sagt man es trotzig, und vielleicht sagt man es laut, und vielleicht sagt man es verzweifelt, der Herr ist mein Hirte. Und das Ohr verschließen gegenüber den vielen Stimmen, die sagen, du musst stark sein, du musst durchsetzen, du musst kraftvoll sein, du musst andere klein machen, sonst bist du nicht groß. Lieber diese Stille, grünen Augen, vielleicht abends unter Sternenhimmel, vielleicht am Meer, vielleicht hier vor der Gegenwart des Menschgewordenen im Heiligen Brot. Eine ganz andere Stimme, die viel stiller ist. Und wo ich etwas spüre, dass diese Stimme mir sagt, vertraue nicht auf die anderen, vertraue darauf, dass Gott dein Hirte ist. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Letztlich aus solcher Erfahrung wächst die Fähigkeit des Menschen, sensibel zu werden, empfänglich zu werden für die Stimme des guten Hirten, der Jesus Christus ist.
von Jesus. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Geschmäht zu werden, bedroht zu sein in seinem Leben, ohne zumindest ansatzweise eine solche Erfahrung, geschmäht zu werden, zu leiden, kann man zwar an Christus glauben, aber dann nur immer im Blick auf den Menschen neben mir, Geschundenen, den Leidenden. Denn Menschen wie diese kennen die Stimme. Und es ist die Stimme, die so viel leiser ist als das Gebrüll, sei stark. Es ist die Stimme, die sagt, du kannst auf Gott vertrauen. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen, mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Das ist nicht Beruhigung, sondern das ist Kraft aus der Erfahrung der Gegenwart Gottes, Kraft, die dazu da ist, dass man das Unrecht benennen kann und verhindern kann, dass es einen selber mit in den Abgrund reißt. Wohnen bei Gott. Das ist nicht eine Erfahrung eines behaglichen Lebens, sondern das ist ganz existenziell gemeint. Eine über alle Erfahrung des Leides siegende Erfahrung der Nähe Gottes. Das sind ja auch dann nicht einfach die Worte des Hirten. So verstandesmäßig geht es in so einer Situation gar nicht zu. Es ist die Stimme, dieses Gespür dafür, das über alle Worte hinausgeht. Wir hatten 3 sehr schöne Tage in Amsterdam. Als wir dann wieder in den Zug gestiegen sind, war in exakt demselben Zug und demselben Abteil wieder der Mensch, den wir vorhin hinfahren kannten. Ich habe keine Ahnung, was er in Amsterdam erlebt hat und ob er in einer Kirche gewesen ist oder ansonsten andere Substanzen hatten, die ihm helfen, den Geist zu erhöhen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich den Psalm 23 künftig bete, an den zu denken. Sein Vertrauen darauf, dass Jesus einen Menschen, der so verhärtet ist, dass er so reagiert, nochmal auf eine Weise berühren und verändern und verwandeln kann, die weit über das hinausgeht, was wir uns zutrauen. Und das ist vielleicht sogar der Psalm 23 ist.